Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ja, ich habe gestern schon gepennt. Ich glaube, das hat er um 4 Uhr in der Früh rausgepimmelt. Ihr großartige YouTuber-Schlafrhythmus hat wieder zugeschlagen. Wie gesagt, ich habe noch im Ohr. Ist noch gar nicht so lang her. Oh, ja, seitdem ich jetzt hier aus der Schanze raus bin und hier nicht mehr immer die Idioten vor der Tür habe, da ist großartig, da gehe ich viel früher schlafen, wach viel früher auf, weil es mein natürlicher Rhythmus und ich habe mehr Energie und ladidadidum. Sind wir wieder an dem Punkt, ja, natürlicher Rhythmus. Er hat momentan keine Besuche, aber er dattelt halt trotzdem bis um spät in der Nacht, beziehungsweise bis früh am Tag und pennt dann den ganzen Tag. Und das ist, was er will. Das ist, versteht's mir nicht falsch. Ja? Wenn ich nicht arbeiten müsste, ich hätte es ausgesorgt, weißt du? Der berühmte Lottogewinn hätte jetzt eingeschlagen. Ich würde halt auch bis um 3 Uhr in der Nacht daddeln. Und dann würde ich bis um 10 oder bis um 11 pennen. Und dann würde ich meinen Tag gestalten, so wie ich lustig bin. Ähm, ist aber nicht, weil ich muss arbeiten. Ich muss einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und ratet mal, wer das nicht tut. Er da. Leute, mal ganz ehrlich. Leute, die sagen, auch wenn ich superreich wäre, weiter arbeiten gehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja? Viel Besseres mit meiner Zeit zu tun. Aber er ist ja nicht superreich. Die Kohlen sind ja knapp. Und die werden immer knapper. Ich habe neulich was gesehen, woraus zu schließen war, dass er jetzt aktuell vielleicht über diese Mitgliederscheiße, die er noch hat, mit seinen 5-Euro-Ränge, glaube ich, aktuell um die 220 Flocken im Monat macht. Das, ist das nicht ganz so viel. Ne? Also, weiß ich nicht. Und wenn man dann die Klicks, ich habe keine Ahnung, wie viel geklickt wird bei ihm, aber weil ich habe, wie gesagt, auf seinem Kanal geschaut, aber ich kriege von zuverlässiger Quelle immer gesagt, das sind sehr wenig Klicks. Also, dass dort praktisch sehr viele Hater-Kanäle deutlich mehr Klicks haben wie er. Obwohl deutlich weniger Abos. Und dann könnte das ganz, ganz schnell am Bach runtergehen. Das könnte auch der Grund sein, warum er in den letzten 2 Vlogs so krass eskaliert ist. Ähm, YouTube hat ihm die Prügler wegen ausgeschmissen. Uploadsperre und sagt, wir sind uns ja alle einig. Wir sind uns ja alle einig, die Geschichte mit dem Umändern von seinem Mitgliedermodell, die Ränge alle nur auf einen 5-Euro-Rang, die ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Aber sicher nicht. Und das fuchsten, weil das kosten richtig Geld. Es war dann natürlich dieser Strike, diese Upload-Sperre, das hat ihn auch nochmal gefuchst, weil hat ihn auch nochmal Geld gekostet. Und dann haben wir die Tatsache, dass der Kanal ja sowieso nimmer so viel ab will, ja, wie zu Schanzenzeiten. Schwierig, Rainer. Schwierig. Ich glaube, der steht finanziell jetzt bald mit dem Rücken zur Wand. Der sagt so, Auto kaufen habe ich überhaupt kein Problem. Geld genug habe ich. Ich glaube, dass der finanziell jetzt dann bald richtig mit dem Rücken zur Wand steht. Na gut, ich habe schon wieder 4 Minuten und 20 Sekunden gelabert. Susi. Wir schauen die ganze Scheiße hier beim guten Spiegel dort. Das wird eine kürzere Geschichte werden, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass ich ein längeres Intro palabert habe. Ganze Scheiße dauert knappe 4 Minuten, wenn du die Intros vom Spiegel dort wegnimmst. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, reißt euch ein halber auf, hockt euch auf Couch. Mir ging rein. In Rainer.
Metal Leute, Halt, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. willkommen nicht am Arsch. Heute bei einem Video. Ausnahmsweise beim Video, Rainer. Rainer, bist du schon wieder abgelenkt? Bist du schon wieder irgendwas am Daddeln, ne? Ja, heute bei einem etwas anderen Video. Ja, Rainer, du hast einen ganz tollen Knopf an deinem Headset, wo du die Lautstärke regeln kannst. Und du fühlst dich richtig, weil wenn du das mit so machst, wie du das, dann siehst du aus wie so ein Secret Service Agent aus dem Film und das ist richtig, richtig cool. Rainer, du schaust aus wie ein fetter fränkischer Dulli, der sich ein teures Spielzeug gekauft hat, obwohl er keine Kohlen mehr hat. Weiter im Text. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil es ist recht spät. Wir haben jetzt schon 3 Uhr. 3:10 Uhr ungefähr. Also sprechen ja gar um 3:10 Uhr. Das war zu Schanzenzeiten noch nicht so. Der Vlog heute kommt sehr spät. No shit, Rainer. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe es einfach vergessen. Wer hat's gesagt? Also ganz ehrlich, ich hab mir ja schon als das große Orakel gefeiert gestern, dann ist in der Nacht eben doch noch diese Scheiße gekommen. Aber ich hab euch gesagt, der hat es kommt wieder jeden Tag ein Vlog und 2 Tage hat er es durchgezogen und jetzt beim 3. Mal hat er es schon wieder vergessen. Und was er dann rauspimmelt, dauert 4 Minuten. Wir wissen doch wieder, die große Qualitätsoffensive ist doch jetzt alles wieder für ein Gulli. Aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass der Strike auf seinem Hauptkanal weg ist. Das fände ich sehr traurig. Jeder Strike auf Rainers Kanal ist gut und wichtig. Könnte man sogar sagen. Und auch schau mal, was er weiter Sinnfreies zum Verzapfen hat. Muss mich jetzt erst wieder daran gewöhnen, dass ich regelmäßig wieder Vlogs machen will. Also muss ich mich daran erst gewöhnen. Rainer, aber kein Schmarrn. Laber, du hast dich da hingesetzt und hast großkotzig gelabert, was du da jetzt an Vlogs rausballerst. Und du hast ja auch du konntest ja auf dem Hauptaccount nichts hochladen, weil du diesen Strike hattest. Und das betrifft ja auch deine Kohlen. Also, sich daran gewöhnen, weiß ich nicht. Hat einer von euch schon mal einen neuen Job angefangen und am 3. Arbeitstag ist er 3 Stunden spät in der Arbeit aufgeschlagen und hat zum Chef gesagt, Herr Chef, Entschuldigung, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass ich in der Früh aufstehen in die Arbeit gehe. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Also ich komme jetzt öfters zu spät, aber das ist ja cool, oder? Ja, so viel dazu. Davon abgesehen gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen. Mein Hauptkanal ist wieder frei, also kann ich auf dem Hauptkanal wieder Videos machen. Jetzt schauen, dass ich... Deswegen ist dir jetzt der Vlog-Kanal wieder scheißegal. Sag's doch, Rainer. Dein Hauptkanal ist wieder frei und deswegen kannst du jetzt auf den Vlog-Kanal wieder scheißen, weil du hast jetzt den Vlog-Kanal versucht groß zu machen für den Fall, dass er dir den Hauptkanal tatsächlich wegmetteln. Und ich weiß, es wird nicht passieren. Mein Verstand sagt mir, es wird nicht passieren, aber in meinem Herzen ist ein kleiner Kasper, der hoffnungsvoll da sitzt und sich denkt, dieses Umgehen des Strikes mit dem Hochladen von Scheiße auf dem Vlog-Kanal könnte für ihn und seinen Kanal nochmal terminale Konsequenzen haben. Das ist das kleine hoffnungsvolle Kind in mir, das noch gibt, das ich mir bewahren muss. Und ich hoffe, dass es irgendwann recht hat, dass es irgendwann seinen Tag bekommt, wo es sich denkt, juhu, es hat sich kommende Woche wieder anfange zu streamen und auch kommende Woche anfange wieder Videos zu machen. kommende Woche, Rainer, du hast jetzt eine Woche lang nichts gemacht. Außer diese Scheiße, aber komm,
Das zählt nicht als irgendwas machen, sich da eine halbe Stunde lang hinzusetzen und sagen, die Helden sind so gemein, die haben mein ganzes Leben kaputt gemacht. Das ist, zählt nicht als Arbeit. Und seine Ebonia-Scheiße, die er da aufgenommen hat, ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie wird hundertprozentig grottenschlecht und vollkommen inkompetent sein. Und es zählt auch nicht als Arbeit. Weil die Scheiße hätte er gespielt, scheißegal. Ob er geplant hätte, das hochzuladen oder nicht. Wir wissen, Rainer spielt nur 3, 4 Spiele. Rainer spielt Salatbrett auf der Wind. Rainer spielt Man-Eater. Rainer spielt diese Scheiße. Und was spielt er noch? Ah, da war noch was. Helft mir auf die Sprünge. Wir wissen doch, diese paar Spiele spielt er, die kann er. Und auf alles andere ist geschissen. Weil er auch für alles andere zu hageldämlich ist. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Im Moment schaut es danach aus. Oh, Räusperei. Ja, ansonsten, das erste Video im Gaming-Kanal kam ja, das habe ich im gestrigen Vlog ja schon erzählt. Das war kein Video, da hast du dich ein paar Minuten lang hin. Ich habe es nur beim Ofi, glaube ich, angeschaut. Ich werde das nicht behandeln, das ist Bullshit. Da ist ja ein paar Minuten dahin gesetzt und hast irgendeinen Schmarrn geredet. Der Grund mit diesem Gaming-Kanal, er labert da einen, von wegen, er kann da nicht länger als 10 Minuten Videos hochladen. Ist halt Bullshit. Das weiß er auch. Er labert das für Leute, die halt keine Ahnung von YouTube haben. Ne? Er könnte diesen Kanal einfach verifizieren lassen mit einer Handynummer und dann könnte er 20 Stunden Videos hochladen. Scheißegal, wird keinen Menschen interessieren. Der einzige Punkt ist, monetarisieren dürfte er diesen Kanal erst, wenn er 1000 Abos oder drüber hat. Und das ist der Punkt. Wenn er diese Scheiße jetzt verifiziert hätte und da einfach diese Epone-Videos hochgeladen hätte, dann hätte es ja keine Kohlen gegeben, weil der scheiß Kanal halt noch keine 1000 Abos hat. Das ist der Punkt. Und darum geht es und um nichts anderes. Hat sich nicht wirklich viel geändert, also ich werde schauen, dass ich da die nächsten Tage auch die ersten Projekte, die ersten Parts aufnehme. Und in den kommenden Wochen werde ich dann schauen, dass ich dann nach und nach die Parts hochladen kann. Das Projekt Eponia ist ja schon fertig. Also werde ich das, denke ich, so machen. Und ich habe schon eine andere Idee für ein anderes Video. Renner, es gibt 1 Million Games auf der Welt. Ja, natürlich gibt es da Ideen für andere Videos. Keine Ahnung, ob ich das so umsetze oder ob ich was anderes mache. Ja, müssen wir schauen, wissen wir noch nicht. Jetzt, wo der Hauptkanal wieder entmeddelt ist, kommt wieder das, ja, keine Ahnung, ob ich das so umsetze oder ob ich was anderes mache, mal schauen. Weil jetzt denkt er sich, ich könnte jetzt eigentlich auf dem Hauptkanal auch wieder streamen und mich mit Geld bewerfen lassen. Das wäre viel weniger arbeitsintensiv. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob nicht doch irgendwie von dieser, nennen wir es mal, Let's Play-Scheiße mit großen Anführungsstrichen, ob da nicht doch irgendwie was seinen Weg ganz zufällig auf den Hauptkanal findet. So wie es halt bei dem Vlog-Kanal auch war. Der Vlog-Kanal, der ist aufgemacht worden und dann sind immer parallel auf Hauptkanal und Vlog-Kanal Videos gekommen, weil halt Barne wollte. Sind wir mal ganz ehrlich. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar Ideen für solche Videos. Achso, Neuheit auch auf dem Kanal. Ich habe auf dem Vlog-Kanal jetzt alle Kommentare ausgeschalten. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, Rainer. YouTube-Kanäle, die unter ihren Videos alle Kommentare deaktivieren, sind in der Regel schlechte YouTube-Kanäle. Das sind Leute, die Scheiße labern und die keine andere Meinung zulassen wollen und deswegen diese Kommentare deaktivieren. Wenn ich hochkontroverse Scheiße ins Internet pimmle, dann muss ich mit einer Reaktion rechnen. Ist so. Aber das hast du, lieber Rainer,
noch nicht kapiert. Und er hat jetzt auch keine Mods mehr, die ihm diese schlechten Kommentare theoretisch löschen könnten. Und deswegen kriegt er die volle Breitseite. Und da haben ihm die Leute drunter geschrieben, ob er Lack gesoffen hat. Und das zu Recht, weil die hochutopisch waren, diese letzten Vlogs. Und das hat Rainer gar nicht gefallen. Weil Rainer hat also diese Vlogs aufgenommen und hat einmal sauber vom Leder gezogen und hat sich dann gedacht, boah, wenn ich es hochlade, dann habe ich es den Hatern aber gezeigt. Und dann kam so drunter so, den letzten Rest von deinem Spatzenhirn auch noch irgendwie in die Mikrowelle gesteckt oder was ist los mit dir? Und mit der Reaktion hat er natürlich nicht gerechnet. Die Genialität seiner geistigen Ergüsse ist ja definitiv nicht zu kritisieren. Dann werden halt einfach mal die Kommentare deaktiviert. Es hat nicht mal was mit negativen Kommentaren zu tun. Nein, natürlich. Halt dein Maul. Du verlogener Fettbeitel. Du verlogener Fettbeitel. Natürlich hat das was mit negativen Kommentaren zu tun. Wenn jemand unter seine Videos bloß positive Kommentare kriegt, dann wird er die Kommentarfunktion nicht deaktivieren. Im Gegenteil, die Kommentarfunktion, die schlägt bei dem Algorithmus ein wie eine Bombe. Deswegen sagen immer alle Leute, kommentiert mir irgendwas drunter für einen Algorithmus. Apropos Leute, kommentiert mir drunter. Ich habe ja nichts davon. Aber, es ist wie dreist er lügt. Sondern es hat damit zu tun, dass ich auf dem Vlog-Kanal schlicht und ergreifend nicht dazu komme, auch noch Kommentare zu lesen. Ich habe auf dem Hauptkanal und auf dem Vlog-Kanal, auf dem Gaming-Kanal. Ja. Erstens wissen wir, dass das gelogen ist. Es geht um negative Kommentare. Punkt. Zweitens. Ich komme da auch nicht noch dazu, das was zu lesen. Rainer, du bist hauptberuflicher YouTuber. Das ist dein scheiß Job, diese Scheiße zu lesen. Das gehört nämlich mit dazu. Das ist nämlich der Arbeitsteil auch. Was du nicht begriffen hast. Ihre Kommunikation mit der Community. Und auch der Community die Möglichkeit zu geben, untereinander zu kommunizieren. Weil diese Kommentare sind ja nicht nur für dich da. Diese Kommentare sind ja auch da, damit sich die Leute austauschen können. Ja? Also in einer gesunden Community natürlich. Also nicht in dem, was er da hat. Aber er checkt es nicht. 10 Jahre YouTube, er hat die Basics nicht begriffen. Das ist das Problem. Er hat die Basics nicht begriffen. Dass diese Kommentarfunktion essentiell dafür ist, dass YouTube so erfolgreich wurde, weil sich da Communities gebildet haben. Im Übrigen, ein schöner Gruß geht raus an unsere liebe Community. Jeder, der das hier sieht, Leute, die da unter meinen Videos Spaß haben, sich austauschen. Es ist sehr schön. Ich lese das sehr gerne. Ich komme auch nicht dazu, das alles zu lesen, aber ich mache die Scheiße auch nicht hauptberuflich. So, weiter im Text. Genug damit zu tun. Und ich brauche auf dem Vlog-Kanal eigentlich keine Kommentare, weil, mal ehrlich, was wird da kommentieren? Deine vollkommen utopische Scheiße, die du ins Internet geschissen hast. Die wollen wir kommentieren. So Sachen wie, ja, natürlich habe ich vor Gericht gelogen, weil mein Anwalt hat mir das so gesagt, weil da war davon auszugehen, dass ich dann Strafmilderung bekomme, dann muss ich nicht ins Gefängnis und vor Gefängnis hatte ich Angst. Oder irgendwas in die Richtung. Ihr seht ja ansonsten nie was außer meinem Hintergrund, was immer dasselbe ist, abgesehen vielleicht von der Zahl. Ansonsten ist es ja immer dasselbe. Und der Hintergrund wird es auch noch die nächsten 60 Parts sein. Bei 200 Parts wird es dann wieder einen neuen Hintergrund für den Vlog geben. Rainer, zu 200 Parts wirst du niemals kommen. Der Mund schon wieder. Ich würze mir am liebsten. Der macht mich schon wieder aggressiv. Keine 200 Parts wirst du davon nie machen. Sehen wir es mal, wie es ist. Du hast von dieser Scheiße noch nie wirklich viel am Stück gemacht. Ja, wenn es da mal irgendwie 2 Wochen am Stück irgendwie jeden Tag was gegeben hat oder vielleicht einmal jeden zweiten, dann war das viel. Noch dazu bist du mit deinen Zahlen komplett durch. Ich habe geschaut, irgendwie, ich habe schon Vlogs von dir reacted. Da gab es auch diesen Kanal schon, die waren schon bei Mitte von den 140ern. Jetzt hast du wieder mit 138 angefangen.
Du hast schon 3-mal von 0 wieder angefangen. Meinst du, du kommst irgendwann... Ich mache das ja so, dass ich habe ja vor, das so zu machen, dass ich alle 100 Parts das so mache. Für die Leute, die den Vlog-Kanal noch nicht so lange verfolgen, ich habe die Vlogs ursprünglich auf dem Hauptkanal gemacht, deswegen fängt der Vlog-Kanal bei 110 oder so an mit den Vlogs, mit den Folgen. Und die anderen der vorherigen Folgen sind alle auf dem Gaming-Kanal, auf dem Hauptkanal. Hier sind ja Das Kanäle, war's die ich auf die eigentlich Kette für heute krieg. schon vom Vlog. Nicht besonders spannend. Ich möchte jetzt auch mitten in der Nacht hier nicht so viel rumlabern. Genau. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Vlog, bis zum nächsten Stream. Alles, denke ich, nächste Woche. Samstag und Sonntag werde ich jetzt auch mal schauen. Ich werde mir schon bis Samstag, Sonntag auch einen Vlog machen. Ansonsten dann nächste Woche. Ab Montag geht es dann wieder ganz normal weiter. Ja, supi. Aber ich denke, ich mache auch morgen, also beziehungsweise heute und morgen dann einen Vlog. Das ist Samstag und Sonntag. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Haut rein. Und ja, bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschüss. Großes Kino. Großes Kino, Rainer. Ja, wenigstens hat es jetzt keine halbe Stunde gedauert wie die anderen. Aber es ist halt wieder hageldumm. Ich habe da die Kommentare deaktiviert. Nicht, weil ich Angst vor negativen Kommentaren habe. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Na gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. AKA tut nichts, was Rainer tut. Und Metal off, Leute.